Hey, Marius Lebenswasser, we hebben opstoen som leider top zing. Fang met dine leiber waakt me. Amen. Psalm kapitel 18 vers 5 vers 3 applaud ich sagt so steht der Herr als meine von Stein bebüde steht. Meine sichere Schutz in dem mir raten det. Mein Gott als mein Stein hinge den ich sicher stu. Er bewahrt mich so sein Schild, er rat mich in seine Kraft stu ich fort. Gott ist uns Stein, Amen. Er ist unser sichere Steht. Ich weiß, viele von uns segnen von der sichere Steht. Ich bete, dass ihr nicht in Jesus findet, das Wort sagt, der Herr ist unser sichere Steht. Wenn wir Leute taub singen, You are the rock.
sie waren kämpat im Leben, dann manchmal dann haben die Gedanken oder die Leines, wenn wir waren geben, dann war es, wenn wir haben, wir waren arm waren. Und was Gott uns verspricht ist, dass wir wollen sehen kriegen. Und er sagt, dass ein paar Konditionen wenn wir geben. Eine ist, gib mit einem freilichen Hort. Gib mit einem freilichen Hort, dass eine Anstellung reich ist. Und er sagt, gib nicht, dass die Welt von Menschen gelobt war, aber dass er wird gelobt war. Und weil wir das dann, ja, ist Dankeschön für diesen Tag und für diese Zeit und Dankeschön, dass wir geben können. Dass wir in der Zeit leben, wo wir recht leben können und rechtlich geben können. Und wir beten bis in Sehen du Eva und helfen uns, dass wir keine gute Verwalter sein mit dort in Jesu Namen. Amen. Det nächste lied heter dit hvor jeg gløyv. Og det tror vi oss kristen gløyv. Så vær å holde oss opp seg. Once I make out of food, they schöpfer von dig Welt. Gott allmächtig. Durch din helge Geist var Kristus hier. Jesus uns Retter. Ja.
saints' communion, and in the holy church. I believe in the resurrection when Jesus comes again. For I believe in the name of Jesus. I believe in God our Father. I believe in Christ the Son. I believe in the Holy Spirit. Our God is 3 in 1. I believe in the resurrection, that we will rise again. For I believe in the name of Jesus. Nuestro Dios el Padre, en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en el nombre de Jesucristo. Amen. Halleluja. Amen. Vi har en gröna God. Amen. Laten we het ook zingen. Dan juist mijn hart, die koos en herkent wie God bist du, wie groß bist du. Dan juist mijn Herz, je groß en herkent wie groß bist du, wie groß bist du. Wie groß ist der Herr? Sing mit mir, so groß ist der Herr. Ihn preisen wir, so groß ist der Herr. So groß ist der Herr. Sing mit mir, so groß ist der Herr. Ihn preisen wir, so groß ist der Herr. Amen. Amen. Dat je hebt schijn van God zingen, hoe groot hij is, dat hij real is, dat hij ons in het leven schaffen heeft persoonlijk, dat maakt mij zo veel moed. Was je had een kleine geschichte met vertellen van een van mijn vrienden. Hij zei dat hij ging eruit en veel meer vertelt dat met mensen en spreekt de moed toe en heeft hij op en heeft hij in de werk nabed van dat gedaan. En manchmal kon dat ook nog een zijn zijn bed bij. En hij kreeg dan zijn van de Gott der tut, manchmal hast ich den sehen, war er trägt. Hij zei op een werk fort aan het huis en hij bestelt gas voor een tank voor het huis batterie. En hij zegt zelf ganz vollveld. En als het in het val valt, hij vraagt hoeveel het is en zegt ja, nou dat is alles betoeld. Ik wat hij dat alles betoelt. En zo hij gaat eruit en deint. En Gott der verzorgt voor ons. We kunnen zijn op zoveel wegen waar Gott voor ons verzorgt. En hoe groot hij is. En manchmal denkt man so, hij is zo groot. Je kümmert hij zich wirklich danach an mich, wenn ich sie immer klein und sie bis hier ein kleiner Jung. Und aber hij kümmert sich um uns eben, wenn hij auch die ganze Kontrolle hat. Und so war bis einmal war er trägen beten, in Gebeten ankommt von was Gott gesungen hat.
wie groß er ist und komm bis du für ihm und dank ihm, was er das für dich. Dankeschön Gott, dass du so groß bist und du hältst alles in deinen Händen. Du hast Kontrolle über alles. Dankeschön dafür. Und jetzt du was dran am uns. Und wenn wir uns manchmal klein und schwach fühlen, du bist da noch so real zu uns und schaffst in unser Leben. Dankeschön für, dass wir können rausgehen, dass wir können von dir vertellen, was du hast für uns getan, wie haben was wir können mitteilen. Help uns, dass wir auch keine Beruf sein. Dus mijn vriend, wat de Ruud gaat en zegt, dit is wat ik heb, wat kan ik die geven? En wie weet, du was aan het zijn met dat. Dankzij voor dat. God, ik bid bis een bijzondere zijn over deze ganze verzameling hier en al die wat te watchen online. Dus dat ze waar dien vrede veilig hier van de Samariërs. En ook wat te watchen dan. Dat ze waar something krijgen van die hele juist, dat ze waar moed te spreken voor. En dat ze waar het kan niet uitgaan anders als wat ze zijn aangekomen. Dankzij van jeder einer, wat hier is. Ik bid bis wieder dien zijn op deze verzameling hier in Jezus naam. Amen. Vielmal Dankeschön für Matzing, Dankeschön für Matbeten. Je kan u een doel zetten. Ik heet in jeder einer van jullie welkom. Ik vreet dat je hier zijn. We hebben een ganz volle kinderkerk. En Jana ziet wat eraan. Wanneer op eenmaal somebody hier is, wat wordt gleich de kinder nu nog naar de kinderkerk te brengen. Je kan dat nu nog wellig doen. En we wieder gaan in den service. We zijn ganz excited. We zijn froh dat we een gastredner hier van der hebben. Victor en Doris zijn hier van Duitsland. Hij wat de boodschap hier hebben. Maar ik wil verder in de boodschap gaan, waar ik een paar announcements even gaan, een paar dingen even gaan wat in deze nächste werk passiert. En dan wollen we wieder gaan. Bis je nog eenmaal waar denken hebben dat Lebenswasserhafen komen. En zo de diakon zei, want je wil wat geven in deze komen, eten geven in de komen. Je kan dat hier aan je rechter zien, dat echt de dubbel, de derde gaan, dat en bis het naam brengt. Brengt het de bus aan, zet het op den counter op. En dan wordt zij dat traagriem en zich dat organiseren. En ik reed vandaag met een van de diakonen en ze zegt, brengt het bus aan. En wanneer je ook niet ieder mal krijgt hier, wo je dat aan, of wo wat dat aan je viert, zij wordt zich dan kamer, ze doen wat pakket is, nu krijgt hoopstel, hem uitgeven. En nog lied wat dat fehlt. Wanneer je eenmaal van der weer is en zegt, er fehlt wat uit de komen. Je kan naar de diakon gaan en zij worden je wat metgeven. Maar blijf bus bij dat brengen en zij worden zich aan kamer om dat naar zo'n steden brengen, waar dat werkelijk fehlt. So, dat is een grote zijn, al zo weit. En niet denken, als het vangen met aan te gaan, zijn we een beetje changes je was. En een beetje hebben eenmaal gezegd, vielleicht zal je dat daar gaan brengen, ja hier. Maar van nu wieder brengt het hier direct deze dubbel de derde, dat is waar ze komen is. En dan na de service van hier eenmaal weer is en wel wat uit de koma metnemen naar huis. Met de diakon reden, ze worden hier een halve stunde na de service waar ze hier zijn. En dan worden ze uit de koma uitgaan. So 30 minuten na de service waar de diakon daar zijn. So we hebben bis om 3 holen zijn te de mensen ramans met de koma. Wel bezocht ihn einmal sein, dass wir ein paar Mal auf Pastor Steve hier redet, dass wir dann mehr Elders in unserem Team nennen und wir haben Jüngst gefragt, dass die sollen uns was Feedback geben, die sollen direkt zu uns reden und sagen, was die denken von den Elders, was wir haben abgenommen und wir sagen, bis von der Zeit nach weiter, die Feedback geben, die können was zu uns direkt sagen, was die denken von dort, überall, als sie gut sind mit dort, oder als sie eine rote Flagge haben, können wirklich zu uns davon reden und wir sagen, Dankeschön zu all von Jüngst, was da haben uns, was direkt gesagt und sagt, wo je stehen mit dort. Und so ist der Plan nu ist, dann werden wir nächste Sonntag wieder gehen mit dem Plan und mit der Bestätigung. So, wenn je noch was wollen zu uns sagen, wenn dort kann, das will ich dann von der. Und die nächste Reihe von Botschaften, der nächste Sonntag wird Pastor John eine Reihe Botschaften anfangen. Und dort kommt, glaube ich, so ein Krieg von uns. Wir sind in der Valentine's Season, wo viel von Live wird geredet und so weiter. So, die nächste Botschaft, die nächste Reihe von Botschaften heißt sich eint en een eihe. En zo hij wat meer boodschappen hebben van dat, wat een zeer interessante tijd zijn. Zo meer plans dat je kan hier zijn voor dat en meer leren en je eihe wil om te gaan. De jugend heeft next zondag een theme night. En de theme night heet It's Your Birthday. En ik weet niet graag wat er alles wat aangaan. Ik weet dat er wat cakes zijn en zo'n verschillende dingen. So It's Your Birthday, nächste week, nächste zondag is dat. We hebben nog meer ruimte, want je wil op zijn voor een Valentine's Banquet van deze ouders.
Victor und Doris, die waren hier zusammen, sie waren reden ab diesem Banquet und wir haben noch was mehr Raum, so wenn die wollen ab sein, lot dat jij dort wieder ein Information Booth down, signt ihr ab, das für befriedene Lied, engaged couples, und was das in sehr gerne oben sein, ich weiß all some Dinge, was da war angehen, und was das sehr schön gehen. Victor und Doris sind hier freitags aus mit uns top gewesen, gestern Tag eben, und sie haben einen Financial Course hier gelehrt hier mit uns top, oder den hier präsentiert. Und so wie wir die CDs hatten verkaufen, auch die DVDs von den ganzen Seminar, und die kann auch absehen bei den Information Booth. Auch sie haben ein Buch geschrieben von ihr Leben und Dinge, was sie sind durchgegangen realmente in ihr Leben. Und so, die sind hängen auf den Information Desk, die sind nach Subsinn die sind auf Englisch, die sind 150 Preise. Und so, wenn ihr wollt, so dass dort eine Copy mitnehmen, kann ich dort auch down. Die letzte Series, was wir da, was Pastor John und Steve haben, das ist, wer wir sind, das wer wir sind. Die Pakete, die sind auch rein, die sind 100 Preise. Und wenn ihr einmal will, die mitnehmen, die einmal eben horchen, oder somebody die geben, kann ich dort down. Noch ein Ding, Maya, hier Victor und Doris sind lange angekommen, haben uns deine über diesen Weekend hier. Und Maria hat Doris nach some Zeit, dass sie gerne mit some Frühes reden, wenn sie will. Bei unserem Kirk Office, der ist am Kilometer 8,5. Und so sie hat das da von Klock 11 hat eine Session op, en klok 12, en klok 1 en klok 2. So zijn nog meer steden wat op zijn. Want je wel, kan je dus met Debbie reden. Ik geloof Debbie daar dat upline. En dan kan je met reden daar. En Victor, der hat ook nog eine Session op, der ist klok 12. Want op eenmaal weer van jullie wel met hem reden. Klok 12 hat er nog eine Session op, dat je kan ook op zijn met dat. So, wer het eerste daar is, der wat een Session krijgt. Ik wil jullie te roden, want je kan dat merken, red wel ik met Ernst. Und ich habe mal gelernt von den Dingen. So, wir sind sehr schaftig, dass sie hier sind. Und sie waren uns dein mit das Wort, die Zeit, was heute abkommt, in Reitmerk, wo ich bis Frau, dass ihr mit Ram gehen und Menschen begreifen und er wird anfangen zu predigen. Een schönen guten Morgen an alle, die wir hier nicht sind zum Morgen. Wir hatten eine schöne Zeit, zoals Jake al zei, am Sonnabend und auch am Freitag. Und vandaag willen we het Wort Gottes aanzien, wie dat mit dem Säen und Ernten ist. Wir sind immer in unserem Leben, wo immer wir gehen, stehen, reden, vertalen, immer am Säen und am Ernten. Und manchmal wundern wir uns vielleicht in unserem Leben, mit was habe ich dort verdient, was ich nicht kriege. Durchleben muss oder beleven muss. Und das sind sicherlich verschiedenste Möglichkeiten, was die Ursache dafür sind, warum wir das oder jenes beleben. Gott führt uns manchmal durch schwierige Situationen in unserem Leben, nicht weil wir dort ausgesät haben, sondern bloß einfach, weil Gott uns Geduld will lehren oder uns Vertrauen nur arm will wassen lassen. Das lesen wir in Römer 5, 3-5 oder in Jakobus 1, 3-4. Manchmal ernt wir Gott in unserem Leben, was unsere Großeltern oder die Großeltern gesät haben, und wir ernten dort nu in unserer Generation. Ich denke an meinen Opa, der im Gefängnis für den Glauben, wie Prediger angebracht wird in Russland. Und ich denke, dass wir viel von dem, was ich vandaag ernte, seine Uitzoet ist. Das er mit seinem Leben betont hat. Und das sind Segnungen, die wir empfangen. Und so gibt es auch so Dinge, wo vielleicht sind es gewesen in den Vorfahren ihrer Zeit, in ihrem Leben, dass wir auch schlecht ernten und dadurch auch schwere Zeiten durchmachen. Meine Eltern haben mein Leben angesehen mit dem Wert, was sie geredet haben. Und Gott lässt auf der anderen Seite auch manchmal schwierige Zeiten zu, zoals bei Hiob. Hier wird nichts erreicht getan, aber Gott leidet danach zu, weil es ein geistlicher Kampf wird. So, das kann in unserem Leben auch sein. Und ich selbst sehe in meinem Leben an.
Manchmal ist es auch ein Leben in einem Kontext, in einem Land, in einer Gesellschaft, wo vielleicht auch Fluch ist, ein schlechtes Leben ist, und das betrifft mich und meine Familie Kreuzer. Vandaag willen we ons op meer focusseren op dat wat ik zeggen kan. Van mijn leven, van mijn familie en van mijn nachkommenschaft. Ik zei in mijn leven zelfs nennen met de verschillende zaken. Ik zei im leven van mijn kinderen nennen. Ik zei im leven van mijn vrouw nennen. Ik zei im leven van mijn familie, verwandten nennen. Ik zei im leven van mijn vriend nennen. Arbeiter in meinem Chef kan ik in zijn leven nennen zeggen. Zo kan ik ook Kreuzer im materielle nennen zeggen. We worden ons 3 Bereiche Rückputje, über die ich fokussiert ein bisschen mehr reden will. Ich will darüber reden, wo wir im Leben von unseren Kindern sehen, weil das Wort ernt in ihrer Generationen wiederfallen. Ich will darüber reden, wo ich im Leben von meinen Pareja, von meinen Ehefrauen sehen kann, oder der frühen Mann sehen kann. En ik wil een beetje darüber reden wat we im Materiellen sehen können. Wir haben nu de laatste 2 Tage sehr intensiv über materielle Sachen geredet. Vandaag wil ik bloß een deel uitnemen wo ik im Materiellen sehen kann. De uitzoet, wat ik uitstreef, is immer voor de toekomst. Ik kan geen zoet wat ik vandaag aanstreef in morgenavond. Dat dit sogar voor Teams mehrere dagen. Alleen voor team en opkomen. Zo, we moeten weten dat wat we zeggen, is wat we immer in de toekomst uitzien. Dan hebben we sicherlich zaken zoals tomatoes en gurkje, korn en weet, dat is in 4 bis 5 Monaten voordat tot de avond. En andere zeggen we, dat dit jaren, appelboom, neetboom, dat braucht viele jaren, bis het zo weit is. En die brauchen ook een vlee, damit ze een gouden avond brengen. En dat is viele jaren vleeën. En daarop bedacht zijn dat de boom gezond te houden, dat hij vrucht brengt. In de landwirtschaft kennen we dat. De farmerie, daar kennen we dat zeer erg. En ik geloof dat is ons allen zeer goed bekend. En hoe goed is ons dat bekend im leven van mensen te zien. Hoe vaak hebben we daarover nagedacht, wanneer we wat zeggen. Wat zei ik nu krijgt in zijn leven in. We willen ons een paar Bibelvers aanzetten, die ons helpen worden dat beter te verstaan. En verzeiht mir mijn Plattdeutsch, dat is niet zo goed beim Plattdeutsch lezen, maar ik word mijn best proeven. Ertjent nicht, Gott lässt sich nicht spotten. Wat een mens zet, wordt hij ook ernten. Wer da zet, in seinem Fleisch te gevallen, wordt van dem Fleisch verdorven ernten. Dat heet, wanneer ik bloos door nu go wat ik veel en wat ik wens en bloos uit meinem janker oder oor zei, dan word ik waarschijnlijk ook verdorven ernten. De vers in diesem Kontext redet man ja van de negatieve zoet. Dat heeft aber Kreuzer ook positieve. We kunnen positieve sehen. En daar zullen we niet meid worden im Gouden te sehen. Dat lezen we hier. Wer der ober seht, den Geest te gefallen, wordt vom Geest ewige Leben ernten. Weil wir nicht meid worden, Gouden te daunen, denn damit sehen wir auch, wils wann wir nicht möglich worden, wo wir ernten, wann dort erst de tijd daar is. Zo, we worden immer zeggen met dem wat we reden en met dem wat we doen. We kunnen met Wert zeggen, we kunnen met een Einstellung, da braucht man noch nichts gesagt haben. Und man spürt dort, wat der andere seine Einstellung hat. Damit können wir auch sagen. Und selbstverständlich mit Handlungen in unserem Leben. Wir wollen uns noch ein paar Verse anschauen, Sprecher, die redet viel darüber. En dan lezen we zo. Wer Goudet redt, komt veel Goudet toe. En einer verdient door nur, als einer mit der Hand schafft. Hier sind 2 Sachen. Wer Goudet redt, komt veel Goudet toe.
So, du kannst mit dem Reden Gott ernten. Und selbstverständlich, wer da mit der Hand pinig ist und Gott schafft, das kann wie Minister sagen, wir schaffen eher zu viel als zu wenig, wo wir auch Gott ernten. Ein Mann wird voll von dort, was er gesagt. Und mit Leben, mit was seine Lippen geredet haben. Eine deutsche Übersetzung sagt dazu, du wirst das ernten oder du wirst davon satt werden, bis du nicht mehr kannst, von dem, was dein Mund geredet hat. Ja? Also ein Mann wird voll von dort, was er gesagt. Und mit Leben, mit was seine Lippen geredet haben. Die Tongue hat die Gewalt über dort Leben, und wer hierin redet, wird mit ihrer Frucht leben. Also wir haben sogar Gewalt mit der Tongue. Der Luther-Übersetzung sagt, ihr Leben in Tod. Wir können Menschen Tod reden. Und das verstehe wie Minister sehr gut. Wie viel haben wir all durchgeredet? Wir sind wohl in unseren Privilegios wehrlos, ja, ohne Waffe und kein Militärdienst. Oder mit unserem Schwert in der Tongue. Wie viele Menschen haben wir umgebracht? Wie viel haben wir all ihren Raub durchgemacht? Und nicht bloß ihren. Die Kinder. Oh, das wird der Vater will so. Und der Opa will so. Möcht ihr das, wo wird in den nächsten Generationen Wirkung haben? Dass wir ein Urteil über Familie, über Menschen haben und uns dort letztendlich auch bei uns der Arten kommt. So, das ist sehr wichtig, weil wir mit Wird sehen. Sehr interessant, dort einmal nur zu sein, mir gefällt das einmal in der Bibel, ein Vers zu sehen oder eine Begebenheit zu sehen, wo hat das im Wort Gottes selbst funktioniert. Lasst uns hier mal ein Wort in Josua lesen, dass wir so aus Josua Jericho mit dem Volk Israel eingenommen haben. Dann sprach er über Jericho was aus. Dann sprach Josua die Warnung aus, verflucht erst der Mann, wer vor dem Herrn, wer sich aufmacht, in diese Stadt Jericho war der abbaut. Die Grundsteine allein waren am seinen erstgeborenen Sehenkosten. Und die Portenansaten waren am seinen jüngsten Sehenkosten. Er hat das ausgesprochen. In hunderte Jahre Luther, ich weiß nicht, wie viel genau, ich habe das nicht nur gerechnet, lesen wir in 1. Könige 16, also dass wir all die Zeit von den Richter vorbei, wie wir nur in der Zeit von den Könige in Israel, zu Ahab seine Zeit von hier, von Bethel und Jericho zu bauen. Und kriegt so aus das Wort vom Herrn der Josua nun seinen Sinn, gesagt hat, kost am dort seinen ältesten Sinn. Abiram aus heide Grund lädt, in seinen jüngsten Sinn Segub aus heide Porten nennsat. Und das wir hunderte Jahre, einmal gesagt, der Josua. Das Wort hat Macht über Leben und Tod. Das Wort, was wir aussehen. Gott hat mit diesem Wort uns geschaffen. Er hat mit dem Wort die Welt geschaffen. Und er hat uns nur seinem Ebenbild geschaffen. Und in dieser Sache sind wir die einzige Schöpfung, die Macht hat in ihrer Zunge. Ein Tier, ein Vieh hat diese Macht nicht. Wir sind nur seinem Ebenbild geschaffen, um mit Wert abzubauen, um mit Wert Leben zu geben, um mit Wert Mut zu machen, Leben zu geben in der Gesellschaft, mit Wert. Und wir sehen mit Wert immer weiter in unserer Gesellschaft, in unserem Leben. Weil Gott weiß, dass die Utsucht mit Wert wichtig ist, gab er den Leviten einen Auftrag. Immer wenn das Volk taub kommt, so wie von dort taub kommen, hat Gott ein Gebot gegeben. Der Herr redet mit Moses und sagt, sei Aaron in seine Sehns, dass es
dort ist, wo sie Israeliten den Segen geben, Seelen. Sagt zu an, mocht der Herr die segnen und die Schutz geben, mocht er die mit Frieden helfen, und jenstig zu die Sennen, mocht der Herr dicht bei die bleiben, und die Erfolg in Frieden geben. Und der Herr sagt, wenn sie dort Volk Israel, oder die Gemeinde, zoals wir hier kommen, sind in Kenia, in meinen Namen segnen worden, dann wird ich dort Volk segnen. Gott gab ganz bewusst diesen Auftrag. Das Volk braucht den Segen. Und die geistliche Autorität wird damit beauftragt, diesen Segen immer weiter und immer weiter und immer weiter über das Volk auszusprechen. Wir brauchen jeden Tag das Werkzeug oder diese Ort sehen. Wenn wir mit Menschen umgehen, reden wir immer weiter, wie machen Mut oder wie machen mutlos. In Volken ist es so, wir haben eine gewisse Ungewohnheit zu reden, auch über andere Menschen. Und das fällt uns schwer, diese Ungewohnheit doch zu lassen. Es ist viel leichter, in dem Stich, in dem wir all gehen, wieder zu gehen. Und das kostet Mut oder Courage, einen anderen Weg anzuschlagen. Nicht mehr schlecht über meine Nächsten zu reden. Über meine Kinder, über meine Frau oder über meinen Chef. Da braucht mehr Courage, zu switchen und gut zu reden. Leg deine Tongue nicht dem Teufel. Das ist eine wichtige Sache. Vorher kann der Feind nicht an uns Leben an. Aber dann lädt er sich die Tongue von einem Mensch, am Fluch über einem anderen über zu bringen. Weil wir unsere Tongue dem Heiligen Geist auslegen, dass er gaudet zu dem nächsten reden kann. Abbühr. Wir haben genug Schlechtes im Leben, wir haben genug Schlechtes in der Gesellschaft. Wir brauchen Leben, Ermutigung und Zuspruch. Wie kann ich im Leben von meinen Kindern nennen, ganz praktisch? Als unsere Kinder noch klein wären, mögen wir uns dort zu einer Ungewohnheit. Das kostet mir manche doch auch ein bisschen Diskussion mit den Kindern. Am Maria, als sie nach der Schule gingen, noch einen Bibelvers zu lesen und noch ein bisschen zu beten. Papa, das ist immer viel zu lang und man braucht nicht noch eine Predigt holen und so eine Sache. Ja? So, da mussten wir uns eine Regel finden, uns einig werden. Aber wir sagen dort doch, da ist jeden Morgen die Kinder zu sehen. Herr, ich sehe die Kinder mit Intelligenz, mit Logik, den Lehrstoff oder das Lehrprogramm zu verstehen. Ich sehe denen, dass sie leichtlernig sind. Und ich muss wirklich mit Dankbarkeit sagen, die Kinder sind nu alle uit de Schulbüte, bueno, 2 sind noch am Studieren. Doris braucht wenig Mithelfen beim Lehren und die haben viel bessere Noten gemacht als ich selbst. Da sage ich das Wort, die dat. Und weet je, wenn die Examen houden, dann sehen sie, Papa, vandaag heb je Examen. Und bitte von Durchendag, WhatsApp, Papa, wir haben Examen. Oder eine Familie WhatsApp, nennen, betet für uns, wir haben Examen. Die Kinder haben dort wird geschätzt, in Schätze gelehrt, du hast eine Kraft binnen. Du hast ein Segen binnen. Die bringt Frucht. Fokken, da wird dort jeden Teil. Wir sind mit irgendwas nicht zufrieden. Nadine, du wirst immer gries. Immer ist der anriemst. Oder der Junge ist vielleicht zu verspielt. Na, du doch nicht. Und immer spielst du bloß und bist nicht am Schaufeln oder bist fühl in diesem Jahr. Und wir meinen, dass wir durch eine negative sei oder wird, was je das Kind nicht sehen will, am worden motivieren, dat jeden Teil zu tun. Doris wird uns ein Zeugnis darüber vertellen. Ich war eine sehr verspielte kleine Doris. Also ich hatte so viele Vorstellungen, so Imaginaciones, ich konnte mit irgendetwas spielen. Das war egal. Spielen war das Schönste, was es gibt. Und
Dann kam so die Zeit, wo wir ein bisschen älter waren. Meine Eltern, Papa und Mama, haben immer noch eine Perfumeria. Und wir sollten am Nachmittag dann in dieser Perfumeria arbeiten. Wir waren noch klein, aber das war egal. Papa sagte, Arbeit macht das Leben süß und ihr kommt helfen. Und natürlich, Klein Doris ging da rein. Was machte Doris? Wenn Papa kam, das war komisch. Immer wenn der irgendwo mich sah, dann saß ich irgendwo und spielte mit den Perfumes oder mit den Shampoos oder mit den Esmaltes. Ich hatte irgendwo immer etwas, wo ich zum Spielen kam. Und Papa sagte, Fühlpelz. Und ich dachte, ich bin ja nicht faul, ich spiele ja nur. Und dann habe ich mir gedacht, ich werde arbeiten. Ich werde fleißig sein. Und ich weiß bis heute, Papa meinte das gut. Er meinte das noch nicht mal schlecht mit mir. Er wollte, dass ich eine fleißige Frau werde. Und er war ein Radio-Aficionado, ja, wo die dann immer sich so kommunizieren mit dem Radio. Und jeder hat dann so ein Código. Und seiner war ZP5LH. Und irgendwann sagte er zu mir, Doris, du kriegst auch ein Código. Du bist ZP5FP von Fühlpelz. Wisst ihr, das klebte an mir. Das klebte an mir. Und ich dachte, einmal weiß ich noch genau, Mama war weg und ich sollte die Zimmer oben aufräumen. Und dann bin ich nach oben gegangen und ich dachte, ja, ich werde heute arbeiten. Ich bin eine Fleißige. Ich werde arbeiten. Und dann kam ich, wisst ihr schon, wie die Mädchen sind, dann war da so ein Spiegel und zum Unglück lag da auch noch eine Bürste. Doris fing an, sich zu kämmen und im Spiegel, auf einmal schaue ich in den Spiegel und sehe, da hinten steht Papa. Und sieht das wieder. Irgendwie war das immer so, dass er mich dabei sah. Und das, gut, dann ich immer größer. Ich habe die Schule sehr gut gemacht, auch die Uni. Ich hatte gute Noten. Ich habe mich dann nicht so als faul empfunden. Und doch war irgendetwas, was ich dachte bei mir, ich mache nie genug. Es ist nicht genug, was ich mache. Und dann ging ich irgendwann mal auch zu Papa und sagte, Papa, ich will deinen Segen haben. Und er hat das, glaube ich, nicht richtig verstanden, was ich wollte. Und wir sind dann habe ich geheiratet und wir sind nach Deutschland gezogen. Und ich fing an, zu Gott zu sagen, Gott, ich möchte den Segen von Papa. Dieses ZP5 Fühlpelz will ich nicht. Das muss irgendwie wieder gut gemacht werden. Und das möchte ich hier so weiter sagen. Wenn irgendwas an euch klebt, die gute Botschaft ist, Gott kann es einfach wegnehmen. Und Gott hat seine Wege. Bei mir war das so. Ich sagte zu ihm, zu Gott, kannst du aus Papas Mund mir das Gegenteil sagen? Okay. Und dann warte ich. Sagt Gott einfach, was ihr möchtet. Was möchtest du? Du kannst bei Gott ganz hohe Wünsche haben. Sag ihm einfach, was du möchtest. Und ich sagte, ich will mit Papas Stimme das Gegenteil von Fühlpelz hören. Es war noch was, noch mehr als Fühlpelz. Ich war immer sehr dünn und der nannte mich muckrig. Ist es hier auch ein... Und ich wollte nicht die Muckrige sein. Und ich wusste, dass er mich nicht so schön fand. Schön schon, aber zu dünn einfach. Und das waren diese zwei Sachen, die bei mir waren. Ich war Fühlpelz und nicht schön. Das war bei mir in meinen Gedanken. Und jetzt sagte ich, ja Gott, ich möchte dieses vom Papa hören. Und eines Tages rief ich zu Hause an von Deutschland. Ich versuche immer wieder zu telefonieren. Und da war Papa gerade am Telefon. Und da sagte ich, hola Papa. Und er sagte,
Hola Doris, ¿qué dice mi hija, la linda y la guapa? Ich weiß nicht, ob bei euch hier guapa, bei uns in Paraguay ist guapa fleißig. Und linda, das wisst ihr, schön. Ich dachte, ich höre nicht richtig. Ich war so begeistert. Und wisst ihr, dieses nehme ich dann direkt von Gott. Bittet ihn um etwas, dass er es einfach wendet. Und dann glaubt es. Weil wenn ich jetzt gesagt hätte, na ja, der hat das einmal gesagt, aber der hat ja so viel mal das andere gesagt, ich will und noch viele Sachen so hintun, dann wäre es nicht so bei mir angekommen. Wenn Gott dir das dann gibt, dann nimm es. Das ist deins. Ich bin jetzt nicht mehr FP und muckrig. Ich bin linda y guapa, ja, Victor? Sehr schön und fleißig. So ist das ganz praktisch. In wie viel Jahr hat Doris sich muss damit plogen? In wie viel Jahr hat sie geleden, bis das endlich zu sehen, was da kommt? Ich weiß das alle in der Ackerie. Wenn ich witte Schaubel haben will, dann sehe ich doch nicht Schwarte. Und wenn ich Schwarte sehe, kann ich doch nicht witte erwarten. Und wieso würde denken, gerade zoals we ervoor kunnen doen, we denken dat is negatieve zaken, wo ich meine Kinder motivieren, was Gutes zu tun. Dann doe doch mal op die Acker Ankruid planten und wacht dort op dat Korn was oder weit. Da weet wie dat nicht so funktioniert. Nicht so? Wir müssen dort planten, was wir ernten wollen. Und noch eins, wir planten eine Soort und ernten das tienfache, 100-fache, manchmal viele 100 Tiere mehr von einer Soort. So ist das mit dem Golden und Schlechten, was wir sehen. Ich will Ihnen fordern, speziell für das. Wir haben eine große Autorität in dem, was wir sagen. Gott in jene Stoff und bet Gott um ein Wort für die Kinder. Das habe ich aus Pareichat aus Ehepaar, aber ich will Ihnen vor das Schritt fordern. Bet Gott um ein Wort. Und wenn die Jung oder die Mejal auf dem schlechten Weg ist, bet Gott um ein Wort. Wo sitzt du, meine Jung? Wo sitzt du, meine Tochter? Und dit Wort, wat de Herr dir heeft, zoals Gott die niet in je zit, mit dem sehen die nicht in je. Nicht bloß in Gedanken. Wenn mal Geburtstag ist oder so Familienfest ist, spreekt den Sehen uit. Und du wirst sehen, was dit Wort verändern wird. Wir sehen im Leben von unserem Ehepartner. Der Mann bei der Frau bei dem Mann. Doris sagt dann, du liebst mich nicht, oder vom Vater hat sie das nicht mehr, ja. Wir sagen dann vorher, na, du bist mir nicht mehr gut, oder ich sei dir nicht mehr Geschmack, oder dit, oder jant, oder der Mann ist vielleicht nicht zufrieden, ich habe ein Haus, ist immer Schweinerie hier, es ist nicht abgeriemt, oder das Erde ist immer zu laut auf dem Tisch, oder verbrannt, versalzt, verzackert, was immer auch. Wir finden 1000 Sachen, wenn uns nicht gut zumut ist, um zu kritisieren. Oder de Frau ist vielleicht nicht zufrieden, einmal haben wir nicht genug Geld, einmal fehlt uns das, einmal fehlt uns Geld. So haben wir negative Rede en Rede en Rede. Doris hat da, kannst noch mal nachkommen, Doris hat da ein besonderes Belebnis. Ich selbst, wir haben das im Zeugnis gestern belebt, ich komme mit einem mehr armen Hintergrund. Und so haben wir auch in den ersten Jahren vom Business, immer war da Trouble und ich fand mich nicht sehr erfolgreich. Und eines Tages hat Gott auch zu Doris darüber geredet. Wir gingen jeden Sonntag mit der Familie, auch mit meinen Schwestern und ihren Familien und meinen Eltern essen zu Mittag. Entweder bei meinen Eltern oder wir gingen irgendwo in ein Restaurant essen. Und das war dann mal so, dass es so auskam, dass die Männer alle an einer Seite saßen und wir Frauen hatten uns hierher gesetzt und haben dann uns unterhalten und haben gesprochen über irgendwas. Und
ich sitze so und gucke dann so rüber und sehe, Viktor sitzt da mit den Männern und dann kommen in meinen Gedanken 2 Worte. Tüchtig und gesegnet. Ich habe ja nicht daran gedacht. Aber diese Worte kamen in meine Gedanken. Und das ist bei mir so rein ins Herz gefallen. Und ich dachte, ja, das ist er. Er ist tüchtig und gesegnet. Und das habe ich von Gott genommen. Wenn gute Gedanken über euren Ehepartner kommen oder über eure Kinder, wenn euch gute Gedanken kommen, dann nehmt die von Gott. Dann sprecht die aus. Schlechte nicht, weil die wollen ja wir nicht. Aber gute, die könnt ihr von Gott nehmen und ihm die weitergeben. Das war gerade zu dieser Zeit, wo es uns so schlecht ging. Viktor hatte eine depressive Phase. Der kam jeden Abend nach Hause von der Arbeit und musste ein Kapitel von Heidi sehen. Kennt ihr das? Heidi, ja, von Kinderfilm. Und das war auch gut, das macht ja nichts. Er muss ja auch irgendwo, es ging ihm einfach nicht gut in der Zeit. Und er dachte von sich, ich schaffe das nicht. Und in dieser Zeit gibt Gott mir diese 2 Worte. Wir fuhren nach Hause und ich sagte zu ihm, Viktor, Gott hat mir gesagt, du bist tüchtig und gesegnet. Und ich glaube, es hat bei dir was Es hat gewirkt. Es Ja. hat gewirkt. Es ist einfach schön. Seitdem, es ist nicht nur für ihn, es ist auch für mich. Seitdem sehe ich ihn, er ist tüchtig und gesegnet. Der wird das schaffen, der ist gut. Gott hat das gesagt, nicht ich. Und wenn Gott was sagt, das ist Wahrheit. Dat is wichtig dat we op dat checken wat Gott sagt. Nicht dat wat ich in meinem Umfeld sei, erste Wahrheit, sondern was Gott sagt. Ist dat wat in Wirklichkeit komme. Vorhin checken wir auf die Circumstances und die Umstände und denken, Mensch, das sieht aber gar nicht aus, was Gott sagt. Das baut das nicht. Weil wir das Leben darauf vertrauen, was Gott sagt. Und indem dass wir das aussprechen, wird das kommen. Der Sohn, den wir ausstreuen, den wollen wir auch ernten. Da kommt dann noch was dazu. Dieses war, als wir noch in Paraguay waren. Später, als wir nach Deutschland gezogen sind, dann waren wir dabei, diese Ranch da zu kaufen. Und wir wussten am Anfang nicht, Gott hatte gesagt, er wird uns das Geld geben und wir wussten aber nicht, wie das werden sollte. Und irgendwann sagte ich zu Gott, weißt du, wir haben so ein Kästchen, wo wir die Bibelverse, die uns wichtig sind, die schreiben wir auf kleine Kärtchen und tun das in das kleine Kästchen. Dieses Kästchen ist beim Nachtschränkchen. Und ich sagte zu Gott, weißt du was, ich gehe jetzt und ziehe ein Verschen ein Kärtchen und du wirst mir einen Vers geben und bitte sag mir, wie du uns das Geld geben wirst, okay? So, ich ging und dachte, hoffentlich klappt das auch und habe einen Vers gezogen und da kam Sprüche 22. Ich sagte zu Gott, ich werde das ganze Kapitel lesen und da wirst du mir dann sagen. Aber bei Sprüche dachte ich, da steht nichts von wegen Geld oder so. Aber ich dachte, ich habe es gesagt, ich habe das ganze Kapitel durchgelesen. Und der letzte Vers, im letzten Vers, da steht, siehst du einen Mann, der behende ist, fleißig, der gut arbeitet? Siehst du einen Mann, der fleißig ist oder tüchtig? Und dann dachte ich, ja Gott, ich sehe, du hast ja gesagt, er ist tüchtig. Ja, ich sehe ihn. Viktor ist das. Okay. Und dann stand da, er wird Königen dienen und nicht bei armen oder niedrigen Leuten sitzen. Das heißt, durch seine Arbeit wird das kommen. Und hätte ich diese ersten Worte nicht ernst genommen, tüchtig und gesegnet, ja? Gott fragte ja mich, siehst du einen Mann, der fleißig ist, der tüchtig ist? Und dann sagte ich, ja klar, er hat ja das gesagt. Und das ging ich dann und sagte, Viktor, weißt du, weil ich denke, es wird durch deine Arbeit kommen. Und es kam auch so. Dankeschön.
Je zijn, dat wird sehr viel uitmaken. Een andere view te krijgen. Middel in schwierige situationen. En zo is het wichtig dat we van onze Ehepartner, ook wanneer we mal durch eine Ehekrise gaan, Gott vragen, Gott, wo sitzt du, mijn Ehepartner? En van Gott ons een woord geven laten, damit we onze view, onze Sicht verändern können über unseren Ehepartner. Wir haben noch einen dritten Punkt, wo wir uitsehen können. Wir haben viel de laatste dag darüber geredet. Ich will vandaag einen anderen Fokus dann anbringen. Wir sehen im Materiellen. Wir machen uns vorstellen, Sorge um die Zukunft. Wo ich lebe, wenn ich 60, 70 oder 80 sehe. Wir kennen alle den Bibelvers von Malachi 3, Vers 10, bring den Tienden und der Herr wird segnen. Ich will darauf vandaag nicht wieder angehen. Ich habe anderen entfokken. Und zwar Sprüche 19, 17. Da sagt es so, wo du dem Armen gibst, liest du dem Herrn. Und der wird die dort zurückholen. Habe ich das mal gewusst, dass Gott Geld uitleihen deed? Oder dass wir Gott Geld uitleihen können. Immer dann, wenn wir den Armen uitstreuen, für den Armen geben, lieben wir dem Herrn. Und Gott wird keinem schuldig bleiben. So, weißt du, Gott provoziert die zu sehen, dann hilft dem Armen. Weißt du, Gott unter Druck bringen, die zu sehen, oder bemotten, die zu sehen, dann hilft dem Armen. Du kannst mit Geld sehen, damit Gott die weiter sehen wird. Wie weiter? Manche Frucht kommt nur ein paar Monate und manche Frucht braucht sehr viel Jahre. Sind Denver und Tina Panna hier? Kann ich einmal da oben sein oder sind sie nicht in der Aula? Sind hier. Sind dort boven. Okay. Von heute morgen hat ich ein Wort verjüngt und will ich mit dem Mund kreuzen und sagen, so sagt der Herr. Auch wenn ihr schwore, ook wanneer je schwere tijden durchgaan, dat wat je in de armen neergezet hebben, wordt de Herr vervielfältigen. Hij wordt je zijn. Ook wanneer je dat niet immer zijn. Het wil ganz praktisch worden. De collega's wat daar bij jullie boven zijn, leg toch mal de arms, jullie hang op Tina in Denver, wel het in te zijn met dem Sehen, den Gott bevolen heeft in de gemeente uit te spreken. Ich habe das ganz praktisch doen. Wir sehen das hier am Bildschirm. Vielleicht, die wat wenn sie nicht kennen, wollen das taub lesen. Und die wat daarboven zijn, leicht de arms op Tina in Denver. En willen eens sehen mit diesem Wort, dat Gott aanmocht bijstonen. Weil das einfach alle taub blöd, ja? Mocht der Herr die segnen in die Schutz geben. Mocht er die mit Frieden halten. Und mocht der Herr dicht bei die bleiben und die Erfolg in Frieden geben. Das will ich prophetisch einfach so über jünd sagen, wie der Herr mir das von der Art hört leid. Entschuldigt, ich weiß nicht, warum mir das so emotional. Der Herr wordt ook alle die wat met hun taub zich aan de arme kamer sehnen. We hebben dat gelezen en dat woord Gottes is waarheid. Wat de Herr zegt, dat wordt hij ook doen. De Herr is trouw in zijn woord. Zijn woord liegt niet en komt niet ladig terug, zegt het in Jesaja. Ik wacht over mijn woord, dat het dat deed. Te wat ik uitgeschickt habe. En wanneer hij Segen versprochen heeft, wanneer wir uitstreuen en arme helpen, die kost 100% sicher zijn dat de Herr segnen wordt. Dat is de grond waarom ook gottloze mensen fucking gezegend zijn. Ik heb einige grote impresarios die miljoenen voor arme spenden. Gott wordt den segnen.
Dat is een universale Gesetz. So Saat und Ernte universal ist, das funktioniert ja nicht bloß bei Christen. Saat und Ernte funktioniert bei jedem, der das anwendet. So als diese Saat, die wir ausstreuen, bei jedem wird sie Frucht bringen. Noch einen kleinen Text, den wir zum Schluss anschauen wollen. Ich würde das vorlesen, ich habe hier irgendwas Wort verstellt. Wir lesen in Matthäus 6, zwischen all das Thema, wo das nicht Sorge, materielle Dinge geht, da sind 2 Vers, da sagt es so, das Licht von den Körper ist das Uhr. Und wenn das Uhr klar checkt, und im Griechischen meint das hier, wenn das Uhr grautulich ist, wird der ganze Körper verlicht sein. Und wenn das Uhr nicht klar checkt, das meint hier im Griechischen, jitzig ist, dann wird der ganze Körper düster sein. Wenn du das Licht, was in die erst düster ist, wie groß wird die Finsternis sein? Und dann redet er wieder von materiellen Dingen. Das heißt, indem wir mit dem Geld umgehen, sehen, wo wir Tschetchen, Non-Tschetchen und Menschen, man grautulich sind, wird Licht in uns Leben kommen. Wir haben diese 3 Punkte. Wir können mit Wert sehen, mit Attitüden sehen, und wir können mit Handlungen sehen, mit dem, was wir in unseren Händen haben. Wir können unsere Kinder sehen, und unsere Ehepartner sehen, und unsere Mitarbeiter, und unsere Freunde, und unsere Mitmenschen. Und wir können dort, was Gott uns in unsere Hände gegeben hat, materiell aussehen. Was siehst du? Was wirst du ernten? Wirst du eine gute Saat des Sehens ernten? Dann sehe nicht schwarze Saat. Wirst du feine ernten, dann sehe nicht Disteln und Dornen. Die Musik ernten, ich will einfach, dass wir einfach nur denken, und ich zie mir sicher, der Heilige Geist wird die nu voortwijzen, oder heeft die al gewezen, so, dass du uitgestreden hast, dat keine gute Frucht bringt. Lass uns ein paar Sekunden stillhalten. Die Musik ran und bekan dort, nu voorts, vor dem Herrn. Bekan dort, Buße wäscht weg. Und ich werde zum Schluss beten. Als Petrus Jesus 3-mal verleugnet hat, schwarze Schaukel gesagt hat, fordert Jesus am Rüd ein neues Bekenntnis zu geben. Ich mag die Mut. Jesus fordert im Rüd 3-mal zu bekennen, ich sehe die Gott. Ich mag die Mut. Da wo du Ankrut gesagt hast, geh hin und was da raubt dort, indem du Gaudet redest. Sehen bedient Gaudet reden. Du dort, jeft dat Bekenntnis zum Gautem. Jesus, ich bete dich einfach, dass du uns unsere Schuld verjefst, wo wir zu leicht unsere Tongue dem Feind ausgeliehen haben. Schlechtet über andere zu reden. Schlechtet aus zu sehen. Und ihr Leben damit zu verstehen. Ich bete dich um Verzeihung. Und ich bete dich, Heilige Geist, dass du uns fällst mit Mut, dass wir das gut zu machen. Hand zu gehen und Gaudet zu reden. Und wo wir für unsere Freunde sind, Gaudet über dem Nober zu reden. Gaudet über dem anderen zu reden. Ich bete dich, Heilige Geist, dass du uns voll machst, von wirklich voll von deinem Geist Gaudet so zu streben. Und dass wir damit mit unserer Welt ein Sehen können sein von unserer Gesellschaft. Dass wir Gaudet können ausstreben, dass die Gesellschaft prosperiert und abwächst. Dat we Gaudet uitsehen über unsere Kinder, dat sie abwachsen und prosperieren. Dat we Gaudet sehen über unseren Ehepartner, dat hij mutig wird und abwächst und seine Berufung nennt. Herr Jesus, gib uns diese Wert von Gott, die Leben geben.
en moed geven, toekomst geven. In Jezus zijn naam. Amen. 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 Wer wir abstehen? Wer wir einleiten, singt am Schluss. Cristo me salva. En las tinieblas, misericordia me revivió. Tanta emoción, amor implacable, cubre mi alma. Me has ganado, conquistado, ya tengo la victoria, pues Cristo me salva, es nuestra esperanza, pues Cristo nos salva. Vida es la cruz, muerte vencida, me eleva Jesús, me eleva Jesús. Ya tengo la victoria, pues Cristo me salva, es nuestra esperanza, pues Cristo mi Salvador. Él buscóme, compróme, su sangre me compró, me salva, me levanta, victoria mía es. Él buscóme, compróme, su sangre me compró, me salva, me levanta, victoria mía es. Ya tengo la victoria, pues Cristo me salva, es nuestra esperanza, pues Cristo nos salva. Ya tengo la victoria, pues Cristo me salva, es nuestra esperanza, pues Cristo nos salva, pues Cristo nos salva, es Cristo mi Salvador. Amen. Wie an sich. Amen. Amen. Halleluja. Als we beden deiden, dan ik in mijn vrouw vel dat de Heer Jezus wordt te ons, waar we dit kunnen uitleven in ons leven. Wo wir hem te wassen hadden, zoals we met onze kinderen omgaan. En ik zou me zeggen dat de Heer Jezus heeft hier ook gereed. Ik wil je plus moed meer aan deze nächste week. We hebben wassen in de dingen wat God ons wezen deed. Ik wil je ook denken houden, iedereen van jullie wat parechers zijn, die zijn eingeladen von der Uwes. Klok 6 habe ich hier irgendwas. Wenn ihr noch nicht abgesendet seid, du bist eine Info, das kann ihr dort down. Und wenn irgend von euch Männer, wo ein Weilig sind, uns ein Klima zu halten, nur der Zeug, wir werden die Steuer abstupseln, wenn die Zeit haben, und Weilig würden sein, ein Klima zu bleiben, uns halten, wenn wir dort 50 down, jetzt für Busia, dann können wir anfangen, Leute mehr von der Service.
So klar saß, fängt der Luther an. Gott segnet uns, hat einen guten Weg, Gott beschützt uns diesen Weg und sei uns nächste Weg.